Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Jetzt sind wir hier im Spießrudelauf gelandet und retten doch erst einmal hier mit der Imoen. Geht es euch gut? Ich hatte solche Angst. Ihr seid den ganzen Weg hierher gekommen, um mich zu holen, und dann sind wir fast... Es tut mir leid, Abdel Adrian, ich war nur so beunruhigt. Wir haben überlebt, aber nicht unversehrt. Ich muss wissen, was er mal da hat und euch. Ja. Ich weiß nicht, glauben mal, dasselbe, was er euch geschafft hat, denke ich, da wir jo gleich sind. Abdel Adrian hat mir gezeigt, was ihr seid und was ich bin. Und dann hat er es weggenommen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt bin, Abdel Adrian. Ihr könnt es vielleicht nicht fühlen, aber durch den Zauber fühle ich mich leer. Er hat etwas Lebenswichtiges genommen. Er hat gesagt, dass es meine göttliche Seele war. Ich habe rausgefunden, dass ich ein Kind von einem Gott bin und jetzt fühle ich mich leer und sterb. Und ach, ihr seid... Dann gib doch auf und stirb. Er hat auch mir etwas gestohlen, aber ich werde weiterkämpfen. Ich muss. Es tut mir leid, die Dinge, die er mir gezeigt hat, waren so schwarz und schlimm. Aber ein Teil von mir hat's geliebt. Ich habe mich von solchen Sachen nie beeinflussen lassen. Jetzt ist es das Leben. Nur noch Warte auf den Tod. Ich bin pessimistisch, ich weiß, aber ich war hier fast so lange Zeit allein. Ich habe mich damit genauso lange wie ihr nicht beschäftigt. Es ist wie ein schlimmer Traum. Und doch habt ihr selbstsicher gewirkt. Vor allem im letzten Traum, als ihr mal zur Hilfe gekommen seid. Der Traum? Abdel Adrian, während meinem Ritual habe ich keinen Traum gehabt. Es gab nur Schwärze und mein Wille hat sich verflüchtigt. Hat's euch in irgendeiner anderen Weise beeinflusst als mich? Ihr habt länger mit dem Wesen von Baal zu tun gehabt. Vielleicht seid ihr stärker fokussiert. Oder vielleicht fokussiert es sich mehr auf euch. Naja, gleich sind sie jetzt zwar schon, dass sie beide Baals Kinder sind, aber wie wir in Thron des Baal sehen werden, gibt's sowohl kleinere Baalskinder als auch mittlere und als auch ziemlich starke Baalskinder. Und Imoen ist, wenn es hochkommt, ein mittleres Baalskind und Abdel Adrian ist eigentlich eher schon ein großes Baalskind. Meine Träume waren mit Bösartigkeit verseucht. Ich frage mich, ob er Absicht dahinter steckt. Ich weiß es nicht, tote Götter ruhen niemals sanft. Was auch immer, unsere Aufmerksamkeit sollten wir vor allem von unserem irdischen Leben widmen. Ich war immer schwächer, Abdel Adrian, und das ist das erste paar Tage her, dass er das Ritual an mir vollzogen haben. Wenn wir das Geschehene nicht umkehren, wenn wir nicht unsere Seele wieder kriegen, werden wir wahrscheinlich beide sterben. Ihr werdet wahrscheinlich sterben, ich folge Irenikus, leb wohl. Okay, wegen der Ausgewogenheit von der Gruppe habe ich keinen Platz für euch. Ich finde den Weg noch draus, alle. Was? Ich weiß, dass es lang her ist, dass wir uns das letzte Mal gesehen und zusammen gereist sind. Was vielleicht wirklich so leicht mich zurückzulassen, nach allem, was passiert ist? Ich habe dieses Gejammer satt. Wenn es die Sache beschleunigen sollte, dann gehe ich selbst und ihr könnt die Kleine nehmen. Es wird mir bestimmt besser gehen als ihr. Ich könnte alle hinausschleichen vielleicht. Ich weiß es nicht. Nee, ich nehme sie nicht mit auf. Sie ist neutral gut. Sie passt einfach nicht in die Gruppe. Und als Magier-Dieb, die beide Sachen haben wir schon mit dem Profi, mit dem Vollprofi besetzt. Aber ich sag ihr zumindest, weil es meine Schwester ist, oder meine Halbschwester ist. Es tut mir leid, bitte vorsichtig sei, wir treffen uns wieder. Ich werde versuchen, mich noch Atkatler durchzuschlagen. So hieß der Ort auch, oder? Es gibt doch Gasthaus die Kupferkrone. Ich werde versuchen, es bis dorthin zu schaffen. Ich hoffe, wir treffen uns wieder, Abdel Adrian. Wir sind schließlich auf eine gewisse Art Geschwister. Genau deswegen sage ich ja auch nochmal was Freundliches zu ihr. Okay. Dann speichern wir mal kurz. Und gehen jetzt mal da rein. Weil da lungert auch schon irgendwas. Ich warte. Euer Schritte schwanken. Euer Aare lassen euch im Stich und ihr fühlen, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Für einen kurzen Moment spüren ihr nur, wie das Blut in eure Adern pocht. Das Gefühl geht vorbei, aber in eurer Aare dauert es eine Ewigkeit. Ihr seht geschwächt aus. Sag nicht, dass ihr bereits am Verdocher seid. Ich habe euch Verstärker gehalten. Habt Dank für eure ach so tiefe Besorgnis, Viconia.
Erinnert mich daran, auf eurem Grab zu tanzen. Merkwürdig. Nach Blick habe ich das Gefühl gehabt, nicht die volle Kontrolle über meine Bewegungen zu haben. Ich verstehe. Merkwürdig, dass Imone das Ritual besser überstanden zu haben scheint als ihr. Ich würde gerne wissen, ob der Zustand erhält. Bei der vor uns liegenden Probleme brauchen wir starke Führung. Wenn ihr dazu nicht in der Lage seid... immer diese Drow mit ihren Spinnen... mit ihren Spinnennetze, die sie hier weben. Diese Intrigen, Spinnennetz gleich. Mann. Moment, das sind fast nur Erdkolosse. Das heißt, wir machen einmal da in Cactus Vulkan. Ne, den haben wir gar nicht. Wir hängen Todeswolke mehr, na toll. Durch den Lebenskraftentzug haben wir es nicht mehr. Machen wir halt eine andere in Cactus. Ich hoffe, das bringt was. Na gut, dann müssten die jetzt irgendwann auch getanzt kommen. Da sind sie schon, die alte Schimmler. Unsere Freunde, die Erdkolosse. Und Minotaurus sind sie auch noch im Schlepptau. Aber wie gesagt, es wäre wesentlich einfacher gewesen, eine Todeswolke reinzuschleudern. Und... schön. Und was hat er dabei? Eine poplische Streitaxt. Na dann. Oh, da ist noch einer. Hallo, Erdkoloss. Sehr schön. Da hätten wir noch was. Hier hätten wir noch was, wo wir plündern können. Dann plündern wir erstmal hier vom Tisch. Da ist nichts. Und hier haben wir ein paar interessante Zauber, die wir auf jeden Fall weitergeben sollten. Da wäre zum Beispiel projiziertes Ebenbild. Der Zauber erzeugt ein illusionäres Duplikat vom Magier. Ja, komm, das nehmen wir auch. Und der spätzündende Feuerball. Erzeugt einen Edelstahl, der an einem vom Magier gewählten Punkt in der Luft schwebt. Wenn sich jemand nähert, explodiert er in einem Feuerball und verursacht 15 W6 Schaden. Okay. Nimm mal 8. 15 W6. Was macht dann der normale Feuerball? Gerade mal Lucky mache. 1 W6 pro Stufe des Zaubernden. Maximal 10 W6. Okay, dann gehen wir da mal durch rein. Machen den rubinroten Strahl der Aufhebung weg und dafür der spätzündende Feuerball rein. Der erscheint mir nämlich recht nützlich. Nur der Erbauer darf passieren. Seine Hand allein macht den Weg frei, sobald die Konzentration der Macht wiederhergestellt ist. Okay. Hand des Erbauers brauche ich. Beziehungsweise einen Erbauer, der das für uns öffnet. Okay. Dann gehen wir doch mal hier entlang. Weil do wollt uns Bodio so unbedingt reinlotsen. Deswegen gucken wir uns erstmal ein bisschen weiter um. Und ich würde hier auf jeden Fall nochmal einen Speicherpunkt machen. Und dann gehen wir mal mit unserem Schurke voran. Und was haben wir dann hier? Einen Lehmgolem. Jungs, attackiert ihn. Abdel Adrian, warte mal. So, gehen wir noch hin. Ach, wenn der sich davon nicht beeinflussen lässt gegen hinterhältige Angriffe. Das hat trotzdem gereicht, um ihn niederzustrecken. Und hier haben wir auch schon gleich mal eine Falle. Und hier ist ein sehr wichtiger Gegenstand für uns. Der hier. Der nimmervolle Beutel. Auf das Ding habe ich schon das ganze Abenteuer gewahrt. Weil mit dem ist es sehr viel praktischer. Nimmervoller Beutel. Auch dieser magische Beutel wirkt wie alle magischen Beutel wie ein einfacher Stoffsack von ungefähr 60 x 1,20 Meter größer. Der nimmervolle Beutel öffnet sich in einem außerdimensionalen Raum und ist innen wesentlich größer als außen. Unabhängig davon, was man hineintut, wiegt der Beutel immer das gleiche. So. Die Zeit ist gekommen. Sämtliche Schampel reinzuschmeißen, der man nämlich brauchen. Und Moment, das kommt da wieder rein. Und Korgan hat dann noch die ganze Zutat, aber wir schmeißen erstmal, wie gesagt, nur Schampel rein. Ich will das ja auch irgendwie ordentlich sortiert haben. So, 12 Holzpflöcke können wir auch noch reinpacken. Dann Dämonenherz, der Quatsch, Holzpflöcke können hier rein. Und so, was ist Schampel? Das ist auch jede Menge Schampel, den wir nämlich brauchen. So. Da haben wir auf jeden Fall sehr viel mehr Platz hier in unserem Gepäck. Das ist sehr, sehr praktisch.
Im Pen and Paper habe ich das früher auch sehr häufig verwendet, als ich noch selber Dungeons and Dragons als Pen and Paper gespielt habe. Einen Holzpflock geben wir auch noch weiter. Ja, da habe ich sehr gern auch nicht mal volle Beutel in meinem Besitz gehabt. So, das ist eigentlich auch so Müll, den kein Mensch braucht. Das könnte man eventuell noch gebrauchen, das lassen wir mal draußen. Die lassen wir auch mal draus, aber das können wir auch fortschmeißen hier, den Schampel. Das ist Zeichen, was verkauft wird. Okay, da hat sie nichts Großartiges. Das ist Schampel, der Ankeckpanzer ist Schampel und die 2 Schlüssel sind auch Schampel. Okay, dann gehen wir dann an Korkan weiter. Schlüssel. Korkan hat einen Schlüssel noch, jawohl. Schampel. Schampel. Allesamt Schampel, der kann alles durch. So, dann will ich weiter auf Rama. Dann will ich als nächstes die legendäre Sache wie Griff des Ausgleichers, die Menschenhaut, das Chaosschwert, die Welle, Gesingsbogen. Moment, dann kommt als allererstes, was Schampel geht, kommt als allererstes mal. Was habe ich jetzt von Korkan noch gekriegt? Das Chaosschwert, genau. Chaosschwert plus 2, das kommt als erstes rein. Und dann kommt die Sache zum Bastler. Ausgleichergriff, die Menschenhaut, die Welle, dann das. So, den machen wir auch noch rein. Gesens Bogen. Der Kasumir plus 5 packen wir noch rein. Dann brauchen wir eh nicht. Das Schild der Delrins und das Zeug kommt. Jetzt kommen die Sachen, die wir verkaufen können. Wie der Bogen, wie das Zeug, das Katana, der Schuppepanzer hier. Hoppla, das wollte ich nicht. Das kann wieder raus, der Drachentöter. Dann könnte man eventuell nämlich mal wieder brauchen. So, deswegen geben wir das ja gerade mal an Korkan weiter. Schampel zum Verkaufen ist das hier eindeutig. Ein Holzpflock behalten wir erst einmal. Anomen braucht nichts, weil der eventuell nochmal die helle Bade gut gebrauchen kann. Beziehungsweise wir können es ja gleich an Korkan geben. Der könnte sie gebrauchen. So rum. Dann Vikonia. Wir können den Schampel verkaufen, das. Die Waffe des Fleischers, ach. Lady Galvenas Ausrüstung. Und da haben wir noch das und das. Alles andere ist, würde ich sagen, noch Verbrauchsgut. Den nehmen wir volle Beutel, geben wir an Korkan weiter. Und jetzt haben wir alles super gut verstaut. Ach ja. So, da haben wir jetzt auch noch Zeug drin. Die können wir verticken, die können wir verticken. So, und was haben wir hier gefunden? Ein Opal. Der Stein scheint von irgendeiner Art von Energie erfüllt zu sein. Vielleicht ist er ja noch später nützlich, aber im Augenblick könnt ihr nicht sagen, wozu er zu gebrauchen ist. Gut, das geht jetzt erstmal an ihn. Das geht in die zweite Sache rein, weil den Zauber kennen wir. Pfeile durchbohren und beißende Bolzen gehen an Korkan, damit man das in den nimmervolle Beutel steckt. Oh, der Behälter ist voll. Ach du Scheiße. Echt? Gewittertuner Keitel, das ging aber fix. Naja, wir müssen auf jeden Fall mal wieder einen Händler finden. So viel zu nimmervoll. Ich habe das Ach im Kopf gehabt, dass du wesentlich mehr reinpasst. Na egal. Gut, dann gehen wir jetzt mal durch entlang. Und kümmern uns jetzt dort rum. So. Warten wir, bis die Leute kommen. Ja, ich habe echt gedacht, du passt mehr rein. Schade. Na gut. Dann halt nicht. Aber wir haben auf jeden Fall wesentlich mehr Platz jetzt wieder im Inventar. Und den ganzen Schampel, den wir verkaufen wollen, können wir ja auch noch reinstecken. Ein Sternensaphir, den nehme ich auch gerne in den Beutel wieder. Ich warte. Und ich werde unbemerkt. Um der Rede wert. Du wärst unbemerkt Zuschlager. Ja, das sind ja nur Popelviecher. 760 Schadenspunkte gemacht. Alter. 7 Schadenspunkte hat Sophie gemacht bei ihm. Ja. Mann. Der war aber aggressiv. Schon geschehen. Da haben wir noch einen Identifizieren-Spruch. Und da ist noch was. 50 Goldstücke. Sehr schön. Okay, der geht erstmal an der Edwin wieder. Und dann gucken wir uns das hier nochmal an. Suchen wir noch Faller und dann schauen wir mal, was es hier gibt. 210 Goldstücke, die nehmen wir auf jeden Fall. Und hier ist noch ein merkwürdiger Stäh. Und das sind noch Schleuderkugeln plus 2.
Und ein Speer plus 3. Sehr schön. Dann geht der erstmal wieder an Edwin. Und er kann jetzt vollkommen aufrüsten. So. Dann sind wir da erstmal zufrieden. Ich bin dabei. Lustig, lustig, tralalala. Das hatten wir schon. Da war der Sterne-Saphir drin. So, jetzt kommt das Rätsel, was ich auch auswendig kenne, muss ich auch dazu sagen. Also nicht wundere, den kenne ich wirklich auswendig noch. So, hier müssen wir diverse Gegenstände platzieren. Und zwar aufgrund von einem Rätsel. Versuche mich zu schlagen, doch vergeblich mein Herz. Doch wenn ich dann siege, dann endet dein Schmerz. Der zweite. Ich habe 2 Köpfe, aber nur einen Körper. Erst wenn ich stillstehe, laufe ich richtig. Dann, ich sage immer die Wahrheit, aber ich kann nicht sprechen. Schau mich an und sieh, was wirklich ist. Dann ist noch, sag meinen Namen und du brichst mich. Ich werde dein Leben retten, aber du kannst durch mich sterben. Ich werde Streitigkeiten schlichten, aber nicht mit Worten. Für jene im Verlies bin ich die Freude. Für jene, die meinen Blick vollständig ausgesetzt sind, kann ich die Hölle sein. Ich habe gesehen, wie sich die Berge erhoben haben. Ich habe gesehen, wie Nesaril fiel. Du wirst sterben, aber ich werde weiterlaufen. Hier in diesem Ort verschluckst du mich. Doch wäre ich mehr, könnte ich dich verschlucken. 2 Brüder wir sind, tragen Lasten geschwind, den ganzen Tag herbe belastet. Nur eines ich sag, wir sind voll jeden Tag, doch leer wird am Abend gerastet. Kein Anfang, kein Ende, ich bin Symbol aller Kreisläufe der Welt. In der Nacht komme ich, ohne geholt zu werden. Am Tag gehe ich, ohne gestohlen zu werden. Und zu deiner Rätselsprüche gibt es dann noch solche Teile und eine Schriftrolle. Aufzeichnung des Hüters. Auf der Schriftrolle steht Folgendes zu lesen. Zur gefälligen Kenntnisnahme der Insassen. Die wahre Überprüfung der geistigen Unzurechnungsfähigkeit ist die Messung der Präzision des Verstandes. Die Gehaltenen werden belohnt werden. Die Befallenen hingegen werden ohne Hoffnung umherirren. Ja... So ist das. Deswegen lege ich die Nachricht wieder zurück, wo sie hingehört. Und wir fangen dann auch direkt an. Das erste, was ich einsetzen muss, ist der grinsende Schädel. Das ist, versuche mich zu schlagen, doch vergeblich mein Herz. Doch wenn ich dann siege, dann endet dein Schmerz. So, da kommt jetzt die Schädelreihe. Dumm. Haha, scheint, als ob genug für alle da ist. Das zweite brauche ich. Wo ist es dann? Ja doch nicht alle töten. Da ist es. Zumindest nicht so bald. Das Stundenglas. Ich habe 2 Köpfe, aber nur einen Körper. Erst wenn ich stillstehe, laufe ich richtig. So, da brauche ich Stundenglas. Zack. So, Leute, ihr könnt ein bisschen Ausruhe. Wenn es denn sein muss. Als drittes ist der Spiegel, nämlich ich sage immer die Wahrheit, aber ich kann nicht sprechen. Schau mich an und du siehst, was wirklich ist. Dazu brauche ich den Spiegel. Da. Dann der nächste ist, sag meinen Namen und du brichst mich. Wir haben hier zufällig einen geknebelten Mann. Und rein mit dir. Der nächste ist, ich werde dein Leben retten, aber du kannst durch mich sterben. Ich werde Streitigkeiten schlichten, aber nicht mit Worten. Jetzt so für ein Schwertmedaillon, was wir einsetzen können. Ups. Dann kommt als nächstes, ja, das war das. Für jene im Verlies bin ich die Freude. Für die, die meinen Blick völlig ausgesetzt sind, kann ich die Hölle sein. Dafür gibt es dann ein... Ne, das war Sterne. Das hier müsste das sein. Genau, das Sonnenmedaillon. So, dann haben wir. Ich habe gesehen, wie sich die Berge erhoben haben. Ich habe gesehen, wie Nesaril fiel. Du wirst sterben, aber ich werde weiterlaufen. Wo ist es dann? Die Sonnenuhr brauchen wir dafür. Die Sonnenuhr. Als nächstes ist dann, an diesem Ort verschluckst du mich. Doch wenn ich mehr wäre, könnte ich dich verschlucken. Das ist der Wasserkrug. So, dann ist der nächste. 2 Brüder sind wir sind, tragen Lasten geschwind. Das sind die Stiefel. Und rein mit dir. Und dann kommt, kein Anfang, kein Ende. Ich bin das Symbol aller Kreisläufe der Welt. So, das ist nämlich der Stirnreif. Als Reif hat es kein Anfang und kein Ende. Und zum Schluss, der Nacht komme ich ohne geholt zu werden. Am Tag gehe ich ohne gestohlen zu werden. Und das sind die Sterne. So. Ihr platziert euren letzten Gegenstand in der Statue. Die Kiste in der Mitte des Raumes geht mit einem lauten Knall auf. In der Kiste befindet sich nun etwas, was vorher noch nicht drin war.
Jo, das ist das Ding hier. Ein Ionenstein und ein Saphir, den wir hier brauchen. So. Das können wir jetzt leider nie mehr identifizieren. Dafür müsste ich mich schlofe lecker. Und wir lassen das erstmal bei Abdel Adrian. Der kann es dann identifizieren, wenn es soweit ist. Ja? So. Gute Idee, das mir zu übertragen. Dann haben wir hier noch so ein lustiges Ding. Wofür ich auf jeden Fall speichern mag. Einen Moment mal kurz. Do bin ich wieder. Sorry. Ich habe mal gerade eben kurz nur für Zeit gucken müssen, weil ich nämlich im Kopf gehabt habe, wie lange wir jetzt schon, oder wie lange ich jetzt schon dran sitze. Deswegen musste ich gerade nochmal nachgucken. Okay, heil doch mal Abdel Adrian. Und heil ihn doch noch einmal. Gut. Kaum der Rede wert. Dann schlag mal unbemerkt zu. Da ist ein Rakshasa, ein Ruck, ein gewisser, mit diversen Mephite drin. Ja, Meister, was darf ich jetzt Ich für würde euch tun? sagen, du schmeißt mal so einen Inkerktus rein. In Kaktus. Das hat etliche Mephite gekillt. Ich hoffe, das bringt was. Und dann erledigen wir noch ihn. So. Sehr schön. So viel Do dazu. Die hat noch eine Waffe bei sich. Aber das ist nur ein popisches Langschwert. Dann haben wir hier noch was vor uns. Das Portal öffnet sich und eine Welle blanker Furcht rollt über euch. Eisige Tentakel voller Macht greifen nach eurem Schädel und euer Blick verschwimmt. Etwas tritt durch das Portal. Das ist ein höherer Wolfwehr. Glücklicherweise kein Gedankenschinder. Er bringt immerhin 15.000 Erfahrungspunkte. Der Geruch von Schwefel steigt euch in die Nase, als sich das Portal öffnet. Eine riesige Klaue greift aus dem Portal und hält sich am Rande fest. Dann zieht sich der Dämon durch das Portal und greift an. Es ist aber kein Dämon, es ist ein Höllenschlundscheusal, beziehungsweise ein Höllenschlundteufel. Das sind die stärkste Batetsu, Teufel. 9.000 Erfahrungspunkte bringt er nur. Ein Djinn taucht in einem magischen Energiewirbel auf. Der Stäbe fehlt und ich muss korchen. Die Rüstung ist das Geschenk an jene, die bei klarem Verstand sind. Ein Puzzle, ein Rätsel, eine Belohnung. So ward mein Haus gebaut und ich habe meine Pflicht erfüllt. Ihr habt euch bewährt, Anomen. Okay, Anomen hat sich bewährt, warum auch nicht? Da hat ja wohl das Ding. Plattenpanzer, das ist ein unglaublich gutes Teil. Nur leider können wir es gerade nicht identifizieren. Weswegen ich denke, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, Ja? wenn wir jetzt erstmal hier alle Aufgaben erledigen würden. Ich kümmere mich. Vor allem in dem Raum hier. Und dann können wir ja nur mal weiche Raster. Wobei, ich denke, Rast hier ist genauso gut wie überall anders. So. Machen wir die dazu. Können wir genauso gut auch hier Raster. Ich ergebe mich. Ich kann nicht weiter kämpfen. Ihr habt mich besiegt. Und das, wenn ich schlafen will. Okay. Bleibt mir einfach fern, verrückte Hure. Nee, ich sag jetzt, wovor retten ihr euch? Besiegt? Ja, ihr habt mich besiegt. Ich weiß nicht, was ihr an euch habt, Abdel Adrian, aber ich habe mich euch gegenüber geöffnet. Ich habe euch voller Offenheit und Ehrlichkeit einen Blick auf mein Innerstes gestattet. Ich bin das einfach nicht gewohnt. Vertraue ist der Tod. Ich bin wieder und wieder verraten worden. Und dennoch habe ich begonnen, euch zu vertrauen. Ich durfte es nicht zulassen. Ich war verwirrt und deswegen habe ich versucht, euch zurückzustoßen. Habe ich doch gesagt. Die Dinge, die ich gesagt habe, als wir kürzlich miteinander gesprochen haben, waren Lüge. Ich habe euch beim ersten Mal die Wahrheit erzählt. Ihr habt meine Täuschung durchschaut und habt es nicht zugelassen, dass ich euch zurückstoße. Ich verdanke euch so viel. Ihr seid ein sicherer Hafen inmitten einem Sturm von unvorstellbarer Kraft. Ich beginne zu spüren, dass ich euch brauche. Es verzückt mich, aber andererseits lässt es mich vor hilflosem Zorn erzittern. Wenn ihr mich haben wollt, weil ich euch nicht noch einmal zurückstoße, verbringt die Nacht mit mir, Abdel Adrian, und ich will mich euch desmal ganz hingeben. Lasst mich die ungewohnte Furcht, die das Vertrauen mit sich bringt, auskosten. Gut, Vikonia, ich will bei euch bleiben. Dann kommt zu mir mein Mranzinis.
Ihr habt mich besiegt und jetzt kostet euren Sieg aus. Natürlich. Sehr schön. Ach ja, jetzt geht's mal gut. Ja? Noch besser ausgeruht als vorher, 8 Stunden lang. Und Edwin hat Zeit sauber. Sag Und mir, jetzt was können zu tun wir ist. hier auf jeden Fall Ich auch warte. nochmal etliche Rätsellöser. Okay, hier haben wir ja Gesichter, an denen können wir drehen. Das ist gut. Legt einen Ort euren zu Hand in meinen Das Mund. Blut fließt schneller, Das klingt zwar wie ein bis uns perverser dieses Befehl, Böse aber bitte. ganz nah ist. Stellt euch vor Gesicht und antwortet. Geht mit der Antwort, die befreit. Schmerz ist der Preis des Misserfolgs. Sie folgen und leiten, aber nur, wenn ihr schreitet. Kleidet euch in tiefstem Schwarz, sind sie noch dunkler. Immer entfliehen sie dem Licht. Doch ohne Sonne gäbe es keine. Das sind wohl die Schatten. Eure Antwort ist zufriedenstellend. In dieser Runde hat der Verstand gestimmt. Ihr seid frei. Kehrt zurück und stellt euch einem anderen, wenn ihr euch traut. Gut. Machen wir doch glatt. Da können wir dann sehen. Das Rätsel wurde gelöst. Das Gesicht spricht nicht mehr. Wir können aber auch noch jetzt die Dinger identifizieren. Mattrosa Ionenstein. Der Ionenstein glüht mattrosa und hat auf seinen Träger einen beruhigenden Einfluss. Diese Empfindung ist für den Träger zwar sehr angenehm, verschafft ihm aber keine besonderen Vorteile. -1 auf Rüstungsklasse, mehr nett. Und hier haben wir wieder was Tolles. Verdammnisplattenpanzer +3. Ein gewisser Adarius Shin hat dem Verdammnisplattenpanzer seinen Namen gegeben. Die Rüstung macht ihrem bedrohlichen Namen alle Ehre. Adarius hatte gehofft, auf diesem Weg seine Gegner mit Furcht zu erfüllen. Dummerweise starb er jedoch, kurz nachdem er die Rüstung angelegt hatte, unter mysteriösen Umständen. Auf diesem Weg bekam der Name der Rüstung seine ganz eigene Bedeutung. Jeder Abenteurer, der diese Rüstung daraufhin anlegte, starb nach kurzer Zeit. Man sollte jedoch vielleicht zur Ehrenrettung der Rüstung sagen, dass die meisten Abenteurer kein langes Leben führen und natürlich meist in ihrer Rüstung sterben. Rüstungsklasse 0. Schauen wir mal, das Ding hat 8 Rüstungsklasse, das hat -1. Und der hat 8 Rüstungsklasse 0. Okay, er kriegt trotzdem das Ding. Und Viconia hat einen Feldharnisch +1 und das ist auch ein Feldharnisch +1. Okay, na gut. Schade, aber er kriegt jetzt mal das legendäre Ding angezogen. Es passt einfach besser zu seiner sonstige Ausrüstung. Legt euer Hand in meinen Mund. Okay, mache ich. Das ist wieder dasselbe. Ich habe überall Löcher, von hinten nach vorne und von oben nach unten und bis in die Mitte. Mehr nichts als etwas drin und doch halte ich Wasser fest. Das wird wohl ein Schwamm sein. Antwort ist zufriedenstellend, ja. Das ist dann immer dasselbe, dass ihr seid frei, kehrt zurück, stellt euch einem anderen, wenn ihr euch traut. Deswegen, das werde ich nie mehr vorlesen, sondern nur noch das Rätsel. So. Man kann mich das ganze Leben lang holen, obwohl ich nur einmal bei der Geburt gegeben werde. Mein Gewicht ist weniger als nichts, doch ich fälle den stärksten von euch, wenn ich angehalten werde. Atem. Jawohl, das passt soweit. Und es gibt auch eine schöne Belohnung hier, wenn man das alles schafft. Und ich mag die ganze Rätsel eigentlich heute noch lösen, damit wir uns morgen anderer Sache widmen können. Lebend wie ihr, doch ohne Atem, genauso kalt in meinem Leben wie bei meinem Tod, nie durstig, doch ich trinke immer mit einem Schuppenpanzer bekleidet und doch scheppert es nie. Fisch. Jawohl, das passt. Dann nehmen wir den hier. Ah, die kann ich nicht. Berührer. Hand in die Gusch. Allerhopp. Von all euren Besitztümern bin ich am schwierigsten zu behüten. Wenn ihr mich habt, werdet ihr teilen wollen. Wenn ihr mich teilt, habt ihr nichts mehr. Ein Geheimnis. Jawohl. Dann nochmal die hier und dann die Gesichtsreihe ganz außen noch. Hand in die Gusch. Und ich kann keine Farbe haben, doch kann Dunkelheit in mir liegen. Ich wiege nichts und halte nichts. Wenn man mich in einen Behälter steckt, wird er umso leichter. Moment. Da kann Dunkelheit in mir liegen. Ich wiege nichts und halte nichts. Wenn man einen Behälter... Moment. Dann wird er umso leichter. Dann habe ich nämlich auf dem Schirm gerade. Ich kann keine Farben haben. Loch vielleicht? Ja. Okay, das war zufriedenstellend. Alles klar. Gut, dann hier die können wir ja leider nicht benutzen. Das heißt, wir gehen jetzt hier die Reihe entlang. Hand in die Gosch, Ackermann! Und weiter geht's. Sie kommen als Zeugen der Nacht, ohne gerufen zu sein, als Führer der Seeleute und Tränen der Poeten. Wir verlieren sie jeden Tag aus den Augen, ohne dass ein Dieb seine Hände im Spiel hat. Das wären dann die Sterne. Dann der da. Ackermann, Knecht, wie sieht's aus?
Je mehr do ist, desto weniger sieht man. Blinzeln könnt ihr nur, wenn ihr von ihm umgeben seid. Moment. Je mehr da ist, desto weniger sieht man. Wenn ihr von mir umgeben seid. Ja, Dunkelheit. So. Dann haben wir den Gesichtrian noch. Das Leben, das ich führe, sind kaum Stunden oder weniger. Ich diene die ganze Zeit, indem ich verbraucht werde. Ich bin dünn am schnellsten, dick am langsamsten und Wind ist der Feind des Geschenks, das ich bringe. Eine Kerze. Ja, das passt. Da haben wir nur noch die 3. So. Der Mann, der es erfand, wollte es nicht für sich selbst. Der Mann, der es kaufte, brauchte es nicht für sich selbst. Der Mann, der es brauchte, weiß nicht, wann er es braucht. Ein Sarg. Eure Antwort ist zufriedenstellend. Ja, das ist etwas makaber, aber es stimmt. Wenn man so drüber nachdenkt. Von Leben erfüllt tanzt das Hell, verbannt alles außer dunkelster Nacht. Gebt ihm Futter und es wird leben. Gebt ihm Wasser und es wird sterben. Feuer. Dann noch der hier. Und dann sind wir durch. Hand in die Gosch, Ackermann! Leichter als das, woraus ich bin, mehr ist von mir verborgen, als man sieht. Ich bin der Tod der Seeleute, ein Zahn im Meer. Sagt mein Name. Eis. Gut, jetzt haben wir alles. Für 5000 Erfahrungspunkte pro Person und wir haben noch einen Gegenstand kriegt. Ein Regenerationsring. Ein roter Magier niederen Ranges namens Huchus hat angeblich eine perfekte Möglichkeit entdeckt, wie man Trollfleisch so destillieren kann, dass daraus ein Trank entsteht, der über die gleichen regenerativen Eigenschaften verfügt wie ein Troll. Es gab jedoch nur wenige, die dazu bereit waren, den widerwärtig schmeckenden Trank zu nutzen. Etliche Jahrzehnte später hat ein Student von Huchus diesen Ring erschaffen und dabei das Wissen genutzt, das sein Meister vor so langer Zeit aufgezeichnet hat. Der Ring ist innen hohl und mit Eiter und Gehirnmasse eines Trolls gefüllt. Dadurch erhält der Träger die Fähigkeit zu regenerieren. Alle 6 Sekunden ein Trefferpunkt. Das ist doch eigentlich ideal für Corgi der Barbar. Aber, da er so nett dabei ist, geht der Ring an Nomen. Wenn ich mal sagen. Weil Korgan hat ja sein Ringer. Ich bin dabei. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ich mache an der Stelle wieder meinen Cut. Und wir sehen uns morgen zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Scheint, als ob genug für alle Ayan. Hehe, vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Zumindest nicht so bald. Danke, Korgan. Yankee.